Shalom Aleichem. Ich bin Rukhl Schaechter. Und ich bin Jochnowitz. Seid begrüßt in unser Kochprogramm Essgesinnterheit. Es kommt zu gehen der Sukkos. Es haben wir beschlossen zu machen Halbzis oder Halischkis oder Prakis oder gewickelte Kreuz. Oder Gompki euch. Richtig. Das Wort Halbzis befehligt mit Täuben. Ah. Weiß nicht für was. Interessant. Man macht es bei Amish auf Hoshana Rabbah. Ja, Shana Rabbah ist traditionell zu essen Kreuz Meicholim, weil Shana Rabbah schluckt man die Hoshainis und man schreit, komm mit Wasser wie immer. Das heißt, da Stimme, was meldet und sagt. Und komm mit Wasser, auf Yiddish klingt ein bisschen wie Kohl auf Meire Yiddish Kreuz mit Wasser. Ja, das ist ein Wertespiel. Ja. Aber wir machen gewickelte Kräuter oder Halbzis, ein ganzen Sukkos, weil wir haben es sehr lieb. Wir sind jetzt gewohnt zu essen ein fleischigen Rezept, aber wir wollen es machen vegetarisch. Wir können es machen milchigs mit Käse oder Parve ohne Käse. Ja. Es wollen wir unheben mit einem Pomidorensauce. Ich will jetzt gehen zu gräten beim Ofen. Gut. Die erste Sache wird ihr 4 Löffel Elbertbäumel. Lasst es sich unheizen auf einem mittelhohen Feuer. Und 2 Zwiebeln. Wir haben jetzt ein größer und ein mittlerer. Zerschnitten auf kleine Stückchen. Und das wollen wir lassen kochen nach 10-15 Minuten. Oft haben wir 3 Kreuz. Weiße Kreuz, rote Kreuz und Italiener Kreuz. Das ist sehr elegant und zerknetscht. Und was ihr kennt, actually Savoy Kreuz. Und alle machen Geschmackeprakis, wollen wir machen Finale. Gut. Und lassen wir aufnehmen die Blätter. Und alle Blätter darf man gutbeutig sein. Soll nicht sein kein Schrotz im Lech. Die Blätter sind aus wie schöne Schüsseln. Dankeschön. Ist was wir wollen jetzt tun, wir wollen abwaschen jeden Blatt besinder und dann noch es abpaaren auf 5 Minuten und ihr könnt kochen, ob ihr wollt. Gut. Aber das hat sich schon noch gekocht. Das ist gewöhnlich schon nach 13-14 Minuten. Ist jetzt, die seht, sie wird schon ein bisschen braun. Ist hier daran 4 Teppler Pomidoren, gehackte Pomidoren. Ein Lorbeerblättel. Und Salz. Ein Löffel. Ein bisschen Pfeffer. Und lasst es kochen nach 20 Minuten. Nicht zugedeckt. Wir sind in den Blättern schon gerät. Ah, ja. Ah. Schön. Gut. Jetzt lassen wir es jetzt darauf nehmen vom Feuer. Und sind wir schon Kreuzblätter und Sauce, lassen wir machen Gefillerts. In dem geht es. Gefillerts ist ein Gefillerts von Schwammen und Reis, Zwiebeln, Mehl und Sellerie. Kannst du abschälen von mir ein bisschen Sellerie? Ja. Gewöhnlich schält man nicht auf kein Sellerie, aber das mal ja, weil es ist ein Sachgeschmack, wenn ja. Ich will anheben zu schneiden die Zwiebeln. Die Zwiebeln, das Mehl und die Stängel Sellerie will ich zerschneiden auf kleine Stücke und auf wie viel ist möglich will ich machen die Stücke selbe Größe wie die kernliche Reis. Alles Ding soll sein mehr weniger ein Größe. Und das ist nicht die gewöhnliche lange Reis, nur die kurze Reis, was wir haben gemacht.
Weil das ist ein gedächte Mehlgefühl. Und das passt auch sehr gut zu, wenn man macht gewickelte Kreuz. Ja, die Kerze-Reis, Lamoschel Arborio-Reis oder Sushi-Reis oder Kerze-Bräun-Reis sind ein bisschen mehr kleppig, ein bisschen Geschmacker. Das Mehl, ich will machen kleine Stücke Mehl. Auf ein Diagonal? Ich habe mit den diagonalen Stücke, weil sie sind ein bisschen geringer, sie sind jetzt ein bisschen dünner. Und von sie mache ich die kleinen Reisstückchen. Warm tun 4 Löffel Musselinebäumel in einer Patelnie. Gibt sie zuerst ein Viertelteppel Semischkes. Die Semischkes geben sie Mehlgefühl und Protein. Sie sind ein sehr Geschmack. Ja. Nachdem gibt sie die zerschnittene Grinsen, Zwiebeln, Meerle und Sellerie. Wie schön dekorieren sind. Also wie eine irländische Fuhn. Ja. Und sie darf es kochen und nach 15 Minuten auf einem mittleren Feuer. Die Schwemmelech sind der Hauptingredient in dem Gefüllechts. Wir wollen sie schneiden in eine Speismaschine. Zuerst schneidet man sie in große Stücke und danach wollen wir sie zum Muhl. Nicht alle mit einem Muhl, Yes. weil ich will die Schwemmelech sollen euch sein mehr oder weniger reislich, auf wie viel es ist möglich. Jetzt ist das schon genug. Und pulsiert es. Mit einem Löffel mischt es aus. Also soll nicht sein, nur die kleinen Stücke von hinten und die Größe von oben. Und jetzt noch einmal pulsieren. Perfekt. Und die Stücke sind reislich, wie die Stücke von Zwiebeln, Meeren und Sellerie. Jetzt dort, als die Grinsen sind schon ein bisschen ziegeprägelt, wollen wir sie geben, die Schwemmelech. Ja, aber das jetzt hier. Die Schwemmelech haben lieb ein heißen Feuer und sie haben euch lieb ein Sachbäumel. Dafür sind sie schwemmelig, weil sie sind im Schwimmen. Sie sagen ein sehr Sachbäumel. Ja, und sie losen oft sehr Wasser, als man kocht sie nicht. Ja. Prägelt sie auf 15-20 Minuten. Sie sollen werden grün, sie sollen schmecken wie Schwemmelech. Jetzt seht ihr, wie das Wasser hat sich ausgewebt. Das sind die Schwemmlach mit der Mehlach und der Sellerie. Und sie seht auch viele aus ein bisschen wie Fleisch, für die von euch, was haben lieb dem Aussehen von Fleisch. Jetzt dort haben wir alle Komponenten von dem Gefüllechts. Die abgekochte Schwemmelech, abgekochte und schön abgekühlte Reis, Kripp, Petrischke, Salz, Pfeffer, Eier und zerriebene Käse. Kann sein, was ihr versteht, Cheddar, Feta, alle harte Käse. Jetzt klappt die Eier, sagt es geht. Das ist noch zu heiß, ich will sie geben die kalte Reis. Die Eier sollen sich nicht
kochen. Mischt gut aus Reis mit der Schwemmelech. Wenn sie sind gut ausgemischt und ein bisschen abgekühlt, werden wir zugeben Käse, Gewürzen und zum Soft die Eier. Agi, weil wir das machen, ein Parve machen, könnt ihr anstatt Cheddar Käse nützen zum Mullen in Nis. Ja, welche sind in euch traditionell auf Schanarabe? Demalt essen wir die erste Nis von Jahr. Und also haben wir den Protein und den Käse. Ein bisschen Kripp, ein Viertelteppel Kripp, ein Viertelteppel Petrischke, zerriebene Käse. Das ist 4 Onzen an 1 Teppel Käse. Und die Eier. Und Salz, versteht sich. Wie viel ist das? Das ist ein Löffel Salz. Lassen wir schön einfüllen die Kräutblätter. Ja. Schneid ab ein bisschen von dem Rückenbeindel von jedem Blatt. Sie sollen ein bisschen geringer sich lassen. Ein Viertellöffel, ein Viertelteppel gefüllt in jedem Blatt. Ja. Ich will zuerst begen die 2 Blättchen von der Saat und dann noch wickeln also. Ihr gedenkt, unser Kapitel von Machen Blinzes, das ist derselbe Methode von wickeln die Blinzes oder die Kräut. Was ist die schön abgekochte Pomidorensauce? Wir gehen es geben mal süßen säuren Tarn, das ist sehr traditionell, mit Limone und Zucker. Sehr wenig. Hier an eine halbe Limone, der Saft von einer halben Limone. Und dann noch 1 Löffel Zucker. So mischen. Und das wollen wir begießen den Becken zuerst und dann noch heraufziehen die Walnuts und über den noch einmal Sauce. Zuerst gießt daran ein bisschen Elbertbäumel von hinten. Dann noch ein bisschen von den Pomidoren. So spreit es. Und jetzt wollen wir heranlegen die Walnuts. Nehmt daraus das Lorbeerblättel und danach den Rest von dem Sauce über die Prakis. Nicht zu schwer für dich, Yves? Das mal nicht. Ich bin eine starke jiddische Frau. Wir haben sie gedeckt mit einer Pomidorensauce und jetzt darf wir sie decken mit Silberpapier, damit sie so nicht werden ausgewärmt, das Wasser. Sehr gut. Stellt von den Augen auf 350 Grad und stellt daran auf eine halbe Stunde. Ja, habe ich schon genug. Nun sind wir schon gerät auf Sukkos. Wir hoffen, dass ihr es nur gehört von unserer Walnuts. Es gesinnt erhält. Geht